SRF Audio. Franziska, sag mal, singst du eigentlich gerne? Ich habe gerne gesungen. Ich bin wirklich berühmt als Kind, dass ich zu jeder Gelegenheit gesungen habe. Zum Beispiel bei meinem ersten Skirennen, ohne zu wissen, was ein Rennen ist, habe ich gedacht, das muss jetzt schön sein. Und dann bin ich ganz, ganz langsam runtergestembögelt und habe ganz laut gesungen. Und das reibt mir heute noch was. Du hast heute ein Buch mitgebracht von der deutschen Autorin Anna-Katharina Hahn. Und das Buch heißt Der Chor. Warst du mal im Chor? Nein, das nicht. Und ich glaube, das hat mir auch eher nicht so gefallen. Also mir gefällt die einzelne Stimme, finde ich total faszinierend, wie Leute können singen und ja ganz unterschiedlich singen, auch in verschiedenen Kulturkreisen. Aber der Chor, also es hat so etwas Gestelltes für mich. Okay, und wenn du das Buch Der Chor mit einem Gefühl beschreiben müsstest, welches Gefühl wäre das? Ich glaube, etwas Flirrendes und Berührendes. Ich weiss nicht, ob doch Berührung ist ein Gefühl, oder? Und etwas Flirrendes ist allweg auch eins. Gut, dann bin ich gespannt. Der Chor, der neue Roman von Anna-Katharina Hahn. Darüber sprechen wir hier im Podcast Literaturclub 2 mit Buch. Ich bin Katja Schönherr. Und ich, Franziska Hirsbrunner. Franziska, ich weiß, du bist ein Fan von Anna-Katharina Hahn. Mir hat sie, muss ich zugeben, bislang nichts gesagt. Erzähl mir doch erst mal ein paar Sätze über sie. Also sie ist 54, sie ist in Stuttgart geboren und lebt heute auch wieder dort. Ihren ersten Roman «Kürzere Tage» von 2009 war ein Longseller. Es ist eine turbulente Geschichte von zwei Frauen und Müttern und den ganz banalen Krisen und Zwängen vom Leben. Und das ist eben so fein und ineinander verdreht, erzählt und flüssig und lustig, dass das ziemlich gut angekommen ist. Und du hast jetzt ihr Werk so ein bisschen kennengelernt. Was gefällt dir ganz generell an ihren Büchern? Also mir fällt auf, und das gefällt mir auch sehr, dass sie im Alltag verwurzelt sind. Es sind keine grossen Plotgeschichten und dass sie gerade wegen dem einen Zauber haben. Das sind eigentlich so ein bisschen wie Wimmelbilder. Da wird auf schmalem Raum ganz viel erzählt und sie haben Tempo, sie haben Witz. Ich mache jetzt mal einen Punkt. Okay. Und dann der neue Roman, Der Chor, ist also auch so ein Wimmelbild mit vielen Chormitgliedern. So ist es. Und eigentlich hat die Pandemie den Anstoß gegeben zu diesem Buch. Dort sind der Anna-Katharina Hahn in Stuttgart nämlich die vielen Chöre aufgefallen, die sich echt etwas haben müssen einfallen lassen, um zu proben. Dadurch habe ich so die Leidensgeschichte verschiedener Chöre meiner Freundinnen mitbekommen und auch die Lösungen, die sie gefunden haben. Also die starke Präsenz von Menschen, die draußen geprobt haben, gesungen haben, dann auch die vielen Verbote, die Chöre getroffen haben, dass ich zum ersten Mal über den Chor als eine Institution nachgedacht habe, die mir vielleicht als Autorin ganz interessant vorkommen könnte. Also dass ich eine Art Handlungsort da gefunden habe, in dem ich verschiedene Dinge, die mich interessieren, einbinden konnte. Der Chor ist also der Handlungsort und es geht um die Leute darin. Aber erzähl jetzt mal ein bisschen genauer. Worum geht's? Womit habe ich es zu tun, wenn ich den Roman von Anna-Katharina Hahn lese? Also du hast zu tun mit Frauenfreundschaften, mit Lebensgeschichten, du hast zu tun mit gesellschaftlichen Brüchen und Spannungen, die Anna-Katharina Hahn davon erzählt. Sie beschreibt einen Frauenchor, es ist ein Laienchor, da muss man also nicht vorsingen, um mitmachen. Und gesungen werden die Lieblingslieder der Frauen. Geleitet wird der Chor von einer jungen Estnin, einer sehr engagierten Musikstudentin, wirklich einer reizenden jungen Frau, die wird wunderbar beschrieben. Und ein Detail, das mir geblieben ist: nach Ausbruch vom Ukraine-Krieg lackiert sie sich die Fingernägel immer blau-gelb. Und die Frauen von diesem Chor, die kommen mehrheitlich aus dem Bürgertum von Stuttgart. Eine hat aber ihre Putzfrau animiert mitzumachen. Das ist vielleicht ein bisschen gönnerhaft gewesen. Jedenfalls ist die arme Frau dann ziemlich unten durch, wo sie ihr Lieblingslied vorschlägt. Das Lieblingslied kommt nicht so gut an. Welches ist es denn?
Marmorstein und das Eisen bricht. Okay, gut, ein Schlager. Ich kann die Skepsis der anderen verstehen, muss ich zugeben. Ach, ich nur so halbe. Also ich finde das genauso schön wie das Kunstlied, ehrlich gesagt. Und von dem lebt ja auch der Chor, dass die Frauen ganz verschiedene Stücke gut finden. Aber man merkt schon ein bisschen, also es geht der Anna-Katharina Hahn weit über die Tatsache aus, dass das Singen in einem Chor halt einfach gut tut. Natürlich kann man das ganz kitschig machen, dass die Musik alle glücklich macht und alle vereint und alle sozialen Schranken fallen, aber der Regel nach sind Menschen nicht so. Mich interessiert es einfach, wenn es eher ein bisschen ruppiger ist oder wenn es schwierig wird. Das ist so das, was ich ja selbst auch erfahre, was jeden Tag geschieht und was mich beängstigt und umtreibt. Darüber möchte ich schreiben, das möchte ich irgendwie zeigen und nicht, dass ich jetzt ein hoffnungsloser Mensch bin, im Gegenteil, aber es hat mich immer mehr interessiert, dahin zu gucken, wo es weh tut, als dahin, wo alles schön ist. Okay, also es tut weh, es gibt Spannungen und Reibungen in diesem Biotop des Chors. Hätte das auch woanders spielen können? Muss das zwangsweise in einem Chor sein? Also ich finde jetzt nicht zwangsweise, aber die Frauen kommen aus ganz unterschiedlichen Verhältnissen. Sie gehen einmal in der Woche in ein Kirchengemeindehaus in Stuttgart und singen dort und sie kommen immer Übungen heim, also sie machen das dann auch noch. Es ist wie ins Yoga gehen oder ich weiss auch nicht, was man sonst noch so machen kann auf diese Art, wo man eben neben dem, was man dort dann macht, sich wie auch kennenlernt. Und diese Spannungen und Reibungen, wo sie so genau hinschauen will, dass es wehtut, wie zeigen die sich im Roman? Also es sind zum Beispiel so die üblichen Eifersüchteleien oder so ein feines Mobbing, aber dann kommt neu dazu in die Gruppe von Frauen auch noch eine ziemlich verstörte junge Studentin und die bringt das Chorgefüge dann wirklich echt ein bisschen durcheinander. Für mich klingt es jetzt ehrlich gesagt ein bisschen klischiert. Man nimmt so ein paar Frauen alle zusammen, steckt sie ins Kirchgemeindehaus und schon bricht der Zickenkrieg aus. Ich sehe es überhaupt nicht so. Ich finde wirklich, das ist ein Buch, das eigentlich ein absolutes Anti-Klischee ist. Okay. Es ist wirklich eher so, dass Anna-Katharina Hahn sehr genau schaut, was in Freundschaften zwischen Frauen kann laufen und was die Freundschaften auch prägt. Freundschaften, Verbindungen, gerade zwischen diesen Chorfrauen, da ist natürlich für mich eine große Spielwiese, das zu zeigen, auch wie Frauenfreundschaften funktionieren, auch Anziehung zwischen Frauen, die ja wir uns oft gar nicht eingestehen, dass man fast verliebt ist in die beste Freundin, wie viel man von ihr erwartet, eigentlich fast mehr als vom Mann. Also wenn man straight ist, absolute Treue, Vertrauen, füreinander einstehen, ja, wie die 3 Musketiere. Und wie diese Klaviatur der Freundschaft bespielt wird, das hat mich sehr interessiert. Franziska, mit welchen Personen haben wir es denn zu tun? Wie viele sind es denn? Es sind ganz viele, aber 5 stehen im Zentrum. Da ist Alice, sie ist die Hauptfigur von dem Roman. Die hat eine symbiotische Freundschaft gehabt mit der Marie, aber die Marie hat den Kontakt ohne Erklärung abgebrochen. Also es macht so quasi Ghosting und die 2 gehen immer noch miteinander singen. Unangenehm. Stehen sie nebeneinander? Ja, furchtbar. Also nein, nicht nebeneinander, aber trotzdem, das ist schlimm. Und dann gibt es eine kultivierte alte Dame, Lena heisst die, wo so ein Paar von den Chorfrauen wie ihre Ersatztöchter um sich herum versammelt, einen kleinen Hof, den sie da hat, einen Töchterhof. Und die Frauen manchmal auch gegeneinander ausspielt. Und dann gibt es die Cora, die Putzfrau, wo eben ein Lied Marmor, Stein und Eisen bricht. Genau. Wo eigentlich nur in den Chor kommt, weil sie hofft, sie finde neue Kundinnen und je nachdem wird die dann ausgrenzt oder eingespannt. Und dann kommt eben noch Sophie, die junge Studentin, die keinen Boden unter den Füßen hat und in die verliebt sich jetzt Alice, die Hauptfigur, fast und probiert sie so ein bisschen unter ihre Fittich zu nehmen. Okay, also es ist viel Personal. Kommt man durcheinander beim Lesen?
Überhaupt nicht. Ich finde das ganz erstaunlich. Okay. Alle die Figuren haben ja auch ihre eigene Geschichte noch. Also Anna-Katharina Hahn erzählt die Geschichten alle und trotzdem ist es eine Lektüre, die flutscht. Und sie ist offenbar jemand, das hat sie mir erzählt, der sehr, sehr, sehr viel recherchiert und das auch wirklich braucht, um dann nachher schreiben zu können, wobei dann so eine Fülle doch manchmal dann auch ein Problem machen. Es ist natürlich auch eine ganz gefährliche Geschichte, weil es einfach wie so eine Dornenhecke oder so ein Gestrüpp ist und dann sieht man vor lauter Fülle nicht mehr die richtige Figur oder den Ort und das ist dann wie so ein Rokoko-Kirchenraum mit lauter Putten und Blumen und Girlanden und Flügelchen und wildem, gezüngeltem Gemälde noch, was wiederum umrahmt wird von einem Rahmen und aus jeder Ecke schießt irgendwas. Also so ist es in meinem Kopf ein bisschen wie in so einer barocken oder Rokoko-Kirche. Im Grunde muss ich dann zwischendurch die Augen zumachen oder in meinem Kopf so eine Bremse ziehen, weil es zu viel ist. Bloß das Schreiben diszipliniert ja. Das Aufschreiben ist schon eine erste Auswahl, weil ich kann ja nicht mitstenografieren, was ich da alles sehe. Und dann wird immer wieder durchgestrichen und immer wieder abgespeckt. Und am Schluss bleiben dann 1, 2 Sachen übrig. Und die sind dann hoffentlich die besten und die aussagekräftigsten. Ich bin immer ganz neidisch, wenn Leute so vor Ideen sprudeln und so viel im Kopf haben. Und diese Mühe haben, sich entscheiden zu müssen, weil sie so viele Ideen haben. Du, wenn wir uns mal eine der Figuren rauspicken, die Alice, da hast du gesagt, das ist die Hauptfigur. Mhm. Was macht denn die aus? Also, um sie so einfach biografisch beschreiben, sie ist Personalchefin von einem Stuttgarter Luxuswarenhaus. Sie ist ursprünglich aus Berlin, das macht sie in Stuttgart natürlich nicht beliebt. Sie kommt aus sehr einfachen Verhältnissen. Ihre Mutter hat sie als Dienstmädchen allein durchgebracht. Sie ist heute natürlich ganz neu anders, aber sie ist ganz fest geprägt von dem, dass sie sich anpassen muss, dass sie leisten muss. Ich würde gerne eine Stelle vorspielen, wo sie in ihrem Äußeren beschreibt. Sie weiß, wie sie rüberkommt in ihren Büroklamotten, schwarz und weiß. Wenigstens muss sie morgens nie darüber nachdenken, was zusammenpasst. Ihr Arbeitstag dauert zu lange, um sich vor der Chorprobe zu Hause umzuziehen. In ihrer Handtasche steckt ein Fusselroller, den sie oft hervorholt, um ihn wie einen kleinen Rasenmäher über ihre Sachen fahren zu lassen. Ja, mit ihrem Fusselroller scheint mir diese Berlinerin aber ganz gut nach Stuttgart zu passen. Hat die was Pedantisches? Nein, überhaupt nicht, wirklich nicht. Und es gibt ja noch quasi einen halben Nachsatz wie ein Rasenmäher oder wie ein kleiner Rasenmäher und das ist sehr typisch für Anna-Katharina Hahn. Sie hat die Ironie, die kann durchaus einmal bissig sein, wo ihres Erzählen auch so leicht macht, also wo einem die Figuren so näher bringt, auch in dem, was sie verletzlich macht. Also der Umstand, dass die Alice, die bestandene Frau, sich in so einen komischen Teenie verliebt. In die Studentin. Genau, okay. Und weiss, das wird nie und nimmer etwas. Oder dass gescheiterte Kinderwunschbehandlung ihre Ehe beeinträchtigt hat. Also man lernt wirklich so quasi über den Fusselroller raus sehr viel von ihr kennen. Und Anna-Katharina Hahn hat mir erzählt, sie lege für alle ihre Figuren zuerst einmal ein Dossier an. Und bei so einem Dossier käme ihr dann manchmal auch ein Zufallsziel. Leute stellen ja Bücher raus zum Verschenken und da habe ich eine ganze Handbibliothek von HR-Fachbüchern gefunden, gerade als ich sie brauchen konnte und habe die mitgenommen und habe gedacht, ja wunderbar, das ist so ein Geschenk für dich von Alice und da liest man dann so ein bisschen auch über diese Sprache, die die Führungskräfte benutzen. Der Laden soll ja laufen, die Leute müssen motiviert werden und der böse Chef oder die böse Chefin, die Leute zusammenscheißt, das ist überhaupt nicht gefragt, sondern ist wertschätzend und das Beste wird aus den Menschen rausgeholt. Sie sollen was leisten, natürlich zum Wohl des Unternehmens, aber auch damit sie selber glücklich sind beim Arbeiten. Und Alice ist sicher eine gute Personalchefin, die auch viel Menschenkenntnis hat. Und sowas ist alles hochinteressant. Also ich habe das Glück, dass mich auch sehr viele Sachen interessieren.
Anna-Katharina Hahn haben wir erzählt, sie mache aber auch richtige Feldstudien, also nicht nur so halbe Doktorarbeiten. Zum Beispiel sei sie immer wieder ins Warenhaus gegangen, hat beobachtet, wie das organisiert ist, was sich da abspielt und so weiter. Mittagspause, Schichtwechsel. Genau. Ich schicke den Autorinnen und Autoren von meinen Interviews ein paar Stichworte, damit sie sich eine Vorstellung machen können, was mich so interessiert. Was du von ihnen willst. Genau, was ich von ihnen will. Und ob sie mich wirklich empfangen wollen, das können sie dann auch entscheiden. Und fast am Ende von unserem Interview hat Anna-Katharina Hahn gesagt, sie haben doch noch etwas auf ihrer Liste. Ich wollte unbedingt etwas zur Frage sagen, warum mir das Thema Alltag so wichtig ist. Also, das hören wir jetzt. Das ist einfach auch Frauenarbeit. Ich überlege oft, wie viele Stunden am Tag ich im Haushalt gearbeitet habe oder wie viel Zeit ich mit Care-Arbeit, wie es ja so schön genannt wird, diese unbezahlte Arbeit des sich Kümmerns um alle möglichen Menschen, alte und junge Frauen leisten. Das ist Alltag und das machen wenige, dass sie sich damit so intensiv beschäftigen. Also Genazzino hat es ja sehr stark gemacht, Wilhelm Genazzino mit diesen Angestelltenromanen, Abschaffel zum Beispiel, dass man ganz genau hinschaut, oder Flaubert in der Madame Bovary, dieses öde Frauenleben. Und trotzdem ist es wahnsinnig interessant, weil das ist unser Leben, das ist also von ganz vielen Menschen putzen, kochen, einkaufen, in schrecklichen Läden sich rumdrücken und ja, sich Wäsche, genau, ja, weil ich jetzt gerade vorhin noch die Wäsche rausgeholt habe, Wäsche machen und sich darum kümmern, dass es allen gut geht, dass alle satt sind, dass alle ihre Hausaufgaben gemacht haben oder dass die alten Menschen versorgt sind, all die Besuche, die Schwätzchen, dieses, was eben auch Männer, die das nicht machen müssen, aus langer bescheuerter Tradition immer sagen, ja, du machst den ganzen Tag nichts, und in Wirklichkeit ist der Tag ausgefüllt und aufgefressen von solchen Aufgaben. In Anna-Katharina Hahns Roman Der Chor geht es also um einen Chor, um einen Frauenchor und um die Beziehungen der Frauen untereinander. Die sind mal konfliktbeladen, mal gibt es aber auch kleine Liebeleien, wie ich gehört habe. Vielleicht kannst du was zur Art erzählen. Wie beschreibt Anna-Katharina Hahn denn dieses Geflecht? Also ich glaube, sie macht es vor allem über das, dass sie das Verhaltensmuster anschaut. Also zum Beispiel das Phänomen, und dir dann nicht sagt, so, das ist jetzt ein Verhaltensmuster, sondern sie zeigt es wahrscheinlich. Genau, du liest es dann, du erfährst es selber. Also zum Beispiel das Phänomen von Frauen, die in Beziehungen die Mutterrolle pflegen, das muss auch gar nicht unbedingt nur positiv sein, also man kann ja auch eine böse Mutter sein, wie bei der Lena, der alten Dame im Chor. Die alle um sich sammelt. Eine Mutter, die ihre Kinder so in verschiedene Typen einteilt. Das eine Kind kann das gut und das andere kann jenes gut und das eine ist dafür zuständig und das andere dafür. Das hat Lena natürlich auch mit ihren Wahltöchtern und verteilt da ihre Gunst. Es gibt da so viele Komponenten und es ist immer, genau wie bei der Frage nach der Komik, doch immer gefährlich, Sachen genauer anzuschauen, also sie aufzudröseln und zu gucken, aus welchen Fäden, auch vielleicht so schwarzen Fäden, besteht denn dieses Gespinst. Und es hat ja auch viel mit Eigennutz zu tun und die Figuren verraten einander ja auch wegen ihrer eigenen Wünsche. Also sie wollen alle sehr viel voneinander und dadurch schaden sie sich und anderen. Ja, ist interessant. Anna-Katharina Hahn hat ja auch vorhin schon gesagt, dass sie so das Schöne, Gute gar nicht so interessiert, sondern eher, wenn wir es jetzt auf die Musik übertragen, dann eher die Dissonanzen als die Harmonie, ne? Ja, genau. Oder wenn sie sagt, das Geflecht von diesen Frauen im Chor, da interessieren sie die schwarzen Fäden. Und es ist tatsächlich so, dass ihre Literatur manchmal fast ein bisschen unheimlich wird. Sie hat mir auch erzählt, dass sie eine Leidenschaft hat für Horrorfilm, Horrorliteratur, zum Beispiel die viktorianische Gruselliteratur, und dass sie ihren Büchern eine unheimliche Suche im Normalen.
das zeigen zu können, dass in einer Gesellschaft, die so sehr durchrationalisiert ist, wo wir glauben, wir wissen alles und die gleichzeitig so nah am Abgrund zum Aberglauben, zu Verschwörungstheorien und allen möglichen Wahnvorstellungen steht, auch geistige Gesundheit, wo fängt die an, wo hört die auf und wie nah ist jeder Mensch am Abgrund. Das interessiert mich alles sehr und ich versuche das eben darzustellen. Und da kann es dann schon passieren, dass es mal ein bisschen gruselig wird oder vielleicht auch irrational. Franziska, kannst du mir ein Beispiel geben? Wie wird es gruselig in diesem Chor? Ich müsste spoilern, ich sage nur so viel, es gibt am Schluss vom Roman 2 grosse Kläpfe, die basieren in einer Gegend von Stuttgart, wo so zwischen Stadt und Land changiert. Dort hat mich Anna-Katharina Hahn am Schluss noch hingeführt. Es ist eigentlich heile Welt, aber man kann sich gut vorstellen, dass dort auch schlimme Sachen passieren. Also, wir sind den Berg draufgelaufen, dann sind wir an einem Spital vorbei und an einem Schild, wo auch im Roman vorkommt, Patientengarten, Ausgang Schimmelhüttenweg. Sehr schön. Und jetzt sind wir an einem Ort, wo man nicht glauben will, dass man da immer noch in der Stadt ist. Und wir sind auch dort, wo die junge Studentin wohnt, Sophie. Hier zum Beispiel kann man sehr schön auch in diesem Garten Borretsch und Porree und verschiedene Salate. Und das ist so ein richtiger Garten, wie ich sie auch noch aus meiner Kindheit kenne, wo wirklich viel Zeug auch angebaut hat und das hinterm Haus hatte. Nicht so sehr für die Schönheit, sondern so ein Selbstversorgergarten. Und mit krusteligen Schuppen, in denen alle Geräte stehen. Und da hängen die alten Kehrbleche und das Körbchen für die Wäscheklammern an der Leine, lauter so Zeug. Ja, und Feigen. Ein Feigenbaum. Zwei Feigenbäume. Ja. Also wir könnten mal gucken, ob hier wirklich zu ist. Da hätte ich Angst, da kommt dann bestimmt gleich der Gartenbesitzer mit der Harke. Okay. Mitten in dieser Idylle muss ja aber jetzt die Wohnung sein, in der die Studentin Sophie zur Untermiete lebt, völlig verwahrlost. Sie muss sich um die Tiere ihres Vermieters kümmern. Das allein ist schon ein bisschen gruselig. Könnte es hier sein oder hier? Ja, da vielleicht, ja. So ein hässlicher Betonriegel aus den 80ern, der wahrscheinlich wegen der Aussicht eine sehr teure, hohe Miete hat, wo man über die ganze Stadt sehen kann. Also von der Lage her 1A, aber von der Atmosphäre, vom Gefühl her eher bedrückend. Das könnte schon sowas in der Art sein. Sagt man nicht Töff auf Schweizerdeutsch zum Motorrad? Stimmt das? Absolut. Ja. Töff. Kleiner ist Töffli. Also so ein Moped ist Töffli. Jetzt sind wir gleich wieder unten und mitten im Hinterleib des Krankenhauses, da des Marienhospitals mit seinen ganzen Laboratoriumsmedizin steht hier, Klinikhygiene und man hört die Heizung und die Abluft. Und dann sind wir gleich beim Marienplatz, auf dem Alice mit Talita, einer sehr guten Bekannten von Sophie, will ich mal sagen, dann auch angehalten wird, Zigarettenkippen zu sammeln und sich für die Umwelt einzusetzen. Wir müssen noch ein bisschen weiter vor. So, hier fährt jetzt die Zacke, die Zahnradbahn, und wir folgen der und steigen runter auf den Marienplatz. Und sammeln Zigarettenkippen? Lieber nicht. Wir haben auch nichts dabei, wo wir es reintun können. Aber wenn wir damit anfingen, würde sicher jemand uns ansprechen und sagen, dass wir eklige Dinge tun. Also das habe ich tatsächlich auch selbst gemacht, um mich so ein bisschen in die Figur einzufühlen, und habe mit so einem abgeschnittenen Milchkarton Kippen gesammelt. Und es gab wirklich Leute, die die Straßenseite gewechselt haben oder auch geschimpft haben, was das soll. Und andere, also vor allem Raucherinnen und Raucher, fühlten sich ertappt und haben dann ihre Zigaretten entweder ganz ordentlich ausgedrückt und in den
öffentlichen Müll geworfen, beziehungsweise ein junges Pärchen kam sogar zu mir und hat mich gelobt, dass ich das mache und auch gesagt, dass sie nie ihre Kippen wegwerfen in die Umwelt und so. Und also es hat auf alle Fälle irgendwie eine Provokation bewirkt, diese seltsame Sache. Und es gibt ja diese Putzette, wird es hier genannt, also dass man draußen die Abfälle zusammensammelt, ja, aber mit vielen Leuten. Und wenn man das aber alleine macht, und ich würde auch sagen, eine Frau in meinem Alter, die da alleine auf dem Boden herumkriecht und Kippen sammelt, das ist einfach verstörend. Und sollte es ja auch sein. Das war eine sehr interessante Recherche. Also auch sich selbst so auszusetzen und Reaktionen hervorzurufen. Ja, sie hat ja nicht nur beobachtet, sie hat ja richtiggehend soziologische Experimente gemacht. Bin ganz begeistert gerade. Ja. Was hat dich denn am Buch, wenn wir jetzt so in die Schlusskurve gehen, was hat dich denn am Buch besonders überzeugt? Also wirklich das, also, was man ja auch sehen kann, wenn sie sagt, ich krieche am Boden rum und sammle Ziegenstummel, dass es ein Buch ist, das sehr genau heranschaut, also wo es sich auch nicht so einfach macht und sagt, ja, die sind so und da ist das und da ist das. Also wo sehr interessiert ist an gesellschaftlichen und zwischenmenschlichen Zusammenhängen und wo dann, ich weiß gar nicht, so ein richtiges Adjektiv dafür, munter ist nicht das richtige Wort, aber es ist irgendwie halt so temporeich und wirklich auch mit Witz, aber auch nah, also liebevoll erzählt. Ich würde gerne mit einem Zitat aufhören. Alice, die Hauptfigur, hat ganz schlimm Corona und da läutet ihr Lena, die alte Dame, an. Die Mutter. Genau, die eben sich so Frauen aus dem Chor quasi als Töchter erhalten. Alice war zu schwach gewesen, den Hörer zu halten, hatte auf Lautsprecher gestellt, das Telefon neben sich auf das Kissen gelegt und gewimmert. »Was möchtest du denn, was ich tue, mein armes Kindchen?« hatte Lena gefragt. Und als Alice nur weiter piepste, während ein Schüttelfrost sie durchbeutelte, hatte die Freundin am anderen Ende zu singen begonnen, verhalten und sanft. Ein einfaches Lied, das Alice nicht kannte. Dat du min Liebste bist, dat du wohl wehst. Komm wie de Nacht, seg, wo du hest. Sie war angenehm weggedämmert, hatte nicht viel mitbekommen von den größtenteils unverständlichen Worten. Nur Lenas Stimme. Als sie wieder wach wurde, tutete das Freizeichen neben ihrem Ohr. Sie fühlte sich zerschlagen und matt, aber das Fieber war verschwunden. «Dat du mein Liebsten bist», in diesem alten niederdeutschen Volkslied gibt eine junge Frau ihrem Liebhaber ziemlich eindeutige Anweisungen, wie er zur Nacht zu ihr kommen kann. Und ich finde das ganz wunderbar, so ein Sexlied eigentlich, als Heilmittel gegen Corona. Das gehört für mich so zu den feinen Tönen und Farben, die den Roman so zauberhaft machen. Das war der Literaturclub 2 mit Buch, mit mir, Katja Schönherr. Und mir, der Franziska Hirsbrunner. Produktion Barbara Peter, Sounddesign Serge Krebs. Das Buch, über das wir gesprochen haben, heißt Der Chor, geschrieben von Anna-Katharina Hahn. Das Buch hat 282 Seiten und ist im Surkamp Verlag erschienen. Die Passagen daraus hat die Schauspielerin Vera Bommer gelesen. Alle Angaben zum Podcast gibt's auf srf.ch/audio und dort unter dem Stichwort Literaturclub 2 mit Buch. Das war ein Podcast von SRF, produziert im Auftrag der SRG.